Shalom Aleichem. Das heutige Seitel von unser Jiddisch Kalendar wird sein gewidmet dem größten jüdischen Poet David Hofstein. David Hofstein, Dichter, Prosaiker, Dramaturg, ist geboren geworden dem 24. Juni 1889 in dem Städtel Korostyshev, Ukraine. Sein Vater, Nechemia, ist gewesen ein Waldungestellter und ein Jid Alamden. Seine Mutter hat gestammt von der Mischpuche von dem berühmten Volksmusiker Peduzer Cholodenko. Von 5 bis 9 Jahren hat David gelernt in Cheder, der noch sich der Zeugen bei seinen Seiden am Melamed in Korostyshev. In 1907 kam David sich lernen in Kiew, aber noch 6 Klassen Gymnasie wie ein Extern vernimmt man ihm dienen in der Armee. Nach dem Befreien sich von der Militärdienst kehrt sich zurück in Kiew. Lieder hat Hofstein umgeschrieben zu 9 Jahren, zuerst in Hebräisch, später unter dem Pseudonym Dalet Naumov in Russisch und Ukrainisch. Zum ersten Mal in Jiddisch hat sich aufgedrückt in 1917 in der Kiewer Zeitung Die Neue Zeit. Von dem an beteiligt sich Hofstein in verschiedene jiddische literarische Ausgaben und vernimmt die unführende Positionen in dem jiddischen literarischen Leben. Gewesen einer von den Unführer von der Kulturliga, Lektor in literarische und dramatische Studien, Redakteur von einer Reihe poetischer Ausgaben und teilgenommen in die Sammlungen Eigens, Aufgang, Beginnen. Ist gewesen einer von den Gründern und Redaktoren von dem Verlag Widerwuchs, wo es hat herausgegeben eine Liedersammlungen von den jungen jiddischen Dichtern. Sof 20er fährt rüber in Moskau, wo wird aktiv in dem schreiberischen Leben von der sowjetischen Kronstadt. Seine Lieder werden illustriert von Marc Chagall. In jener Zeit gehen unsere Diffes gegen Hebräisch von der kommunistischen Idensekte und Hofstein stellt seine Chsime auf dem Memorandum zu der Regierung gegen die Redifes auf Hebräisch. Das rief daraus ein Konflikt mit den jiddischen Schreiber. Sie trugen daraus sehr eigenen Psagdin, ausschließen von der Mischpuche von der jiddischen Kulturtier. Die Redaktion von Strom, wo arbeitet, schließt die Moechois von der Redaktion Kollege. Nicht sehendig für sich keine Zukunft, verlässt Hofstein Russland in 1923 in Fort in Berlin. In Berlin hat umgeschrieben 5 dramatische Werke und herausgelost eine Liedersammlung in Tovel von Wendt. Aber keine passende Atmosphäre für sein Schaffen hat in Deutschland nicht gefunden und sich zurückgekehrt in Moskau. Da hat mitgearbeitet in der dramatischen Studie auf Shalom Aleichems Numen und in April 1925 fuhr rüber mit seiner zweiten Frau Feige Bibermann in Eretz Yisroel. Druckt Lieder auf Hebräisch in der Eretz Yisroel-Decker Presse. Hat aber in Eretz Yisroel sich gefühlt elend. Ihm hat gezeugt zurück in Russland, wo sind geblieben seine 2 Söhne von der ersten Frau. In April 1926 publiziert Hofstein einen Charote-Brief in der Moskwer Zeitung Emes und kehrt sich ihm in Moskau. Auf einer Versammlung von den Moskwer jiddischen Schreiber schlägt sich Alchet für sein Interschreiben
dem Memorandum Litouwes Hebräisch. Die Versammlung nimmt eine Resolution, in welcher es ist gesucht geworden. Es ist geschaffen geworden eine Möglichkeit für gemeinsame Arbeit mit dem Chaver Hofstein. Nicht gekickt auf die Enke de la Dames von der sowjetischen Ideologie, ist der Period von Hofsteins Leben der same fruchtbardiger. Es erscheinen seine Bücher, man lernt seine Lieder in die jüdischen Schulen und Universitäten. Ist populär zwischen der jüdischen Jugend, aber alles rast über die Milchume. Von Juli 1941 bis August 1944 wohnt in der Hauptstadt von Baschkirie Ufa, veröffentlicht Lieder in der Zeitung Einigkeit und in anderen Ausgabes. Nach dem Befreien Kiew kehrt sich bald immer heim. Verendigt seine Pjese Mutter. In Moskwer Verlag der Emes erscheint in 1948 ein Band seiner ausgewählte Werk und damit verendigt sich der stürmische, schafferische Weg von einem von den Grundleger und aktiven Bäuer von der sowjetischen jüdischen Literatur. Arrestiert hat man Hofstein dem 16. September 1948 dem ersten von den jüdischen Schreiber in Scheiches mit den Linien von dem jüdischen antifaschistischen Komitee. Ist gewesen zwischen die 13 Vermischbete zum Tod und ist erschossen geworden dem 12. August 1952. In 1987 hat Feige Bibermann Hofstein etabliert den David Hofstein-Preis für Literatur und Kunst. In Kiew, auf dem Haus, wo Hofstein hat gewohnt, mit seinem Spruch bis zum Arrest, hängt ein Anondigungsschild. In Wintervernachten auf russische Felder, wo kennt man sein Ernte, wo kennt man sein Ernte. A Pferdl an Altings, a Skripen der Schlitten, a Schlache verschneiter, und ich bin inmitten. Von vorn verspreit sich am Mietber am Eiser, und bei dort se seht is a zendiger Heiser, dort rämmelt a Chuter versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel für Stäschkeler gehen. Versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel für Stäschkeler gehen. A Heisel wie alle, nur größer die Fenster, und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Weltel, und klein ist mein Rädel, in 2 Wochen einmal von Chuter in Städtel. Und Bänken und Schweigen vom Feld
von Breite. Ohne Weg, der verschneite Verweite. Und der Trocken in der Herzen verborgene Wehen. Von Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Herzen verborgene Wehen von Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Wintervernachten auf russische Felder, wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte. Wo kämen sein Ernte, wo kämen sein